Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurten. Jetzt Kasperl. Leute, äh, wir machen weiter mit diesen Leaks und beten weiter, dass es so bleibt, wie es zwar die letzten Videos. Ich war sehr zufrieden damit. Ich habe gerade die Kommentare unter dem letzten veröffentlichten Video beantwortet. Ne? Also das chronologisch das vorletzt erschienene ist. Ne? Weil ich habe noch eins in der Pipeline. Das kommt von heute gesehen morgen raus. Ne? Genau. Ich bin wieder. Ihr kennt mich. Ich will von der Ballone raus. Heimgemettelt wie ein Gasnarischer. Und jetzt sitzen wir hier. Damit hier harte Arbeit. Das die Nummer. Harte Arbeit wird hier geleistet von mir, aber auch von euch, denn ich glaube, auch kommentiert sich das anzuhören. Ne? Da bedarf es auch der Stärke, die es braucht. Richtig, Leute. In diesem Sinne, Leute. Wir sind, genau, 25 Minuten, 45 Sekunden. Wo waren wir stehen geblieben? Das Bärchen hat ihn gegoogelt. Das Bärchen hat gegoogelt und ihm ist immer mehr der Stift gegangen. Wenn ich mich nicht, ne, wenn ich mich ganz richtig erinnere, ist Reini immer mehr der Stift gegangen, je länger das Bärchen gegoogelt hat. Und er wollte schnellstmöglich vom Thema etc. ablenken, weil, naja, Dinge. Rainer glaubt ja immer noch, das Bärchen weiß gar nicht so viel über ihn. Das Bärchen ist ganz zufällig auf seinen Blog, über seinen Blog gestolpert und weiß nur am Rande, worum es bei ihm geht und hat ihn gar nicht so auf dem Schirm. Und Rainer glaubt, er kann ja immer noch irgendeine Geschichten aus dem Paulanergarten erzählen. Darüber, dass er das arme Mobbing-Opfer ist. Die ganze Welt ist gegen ihn, etc. etc. Ne? Dieselbe Schallplatte wieder. Ein Kommentar wollte ich noch hervorheben unter dem einen Video. Und zwar, ich hab über Area 51 gesprochen und es hat sich angeboten, ich bin Area 1510. Ne? Danke für diesen lieben Kommentar. Danke für alle anderen lieben Kommentare auch. Ne? Auch gerade was Windrose angeht, habe ich anscheinend einige Leute, die da drauf stehen. Und einer hat sogar geschrieben, hey, danke für den Tipp, die hatte ich gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Und finde die total gut. Und schön, dass ich dir da helfen konnte. Aber ich laber jetzt schon wieder fast 3 Minuten irgendeinen Schmarren. Hier, Ding, hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch Häube auf. Mir ging einer. Irgendwie habe ich jetzt das dumme Gefühl, dass du irgendwas gelesen hast, das dir nicht gefallen hat. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, Rainer. Was soll man denn, wenn man dich googelt, auch lesen, was einem gefällt? Kannst du mir das doch mal erzählen? Keine Ahnung, wenn ich dir das google, ja, wir sind das im letzten Video ja durchgegangen, was rauskommt, wenn man bei Google irgendwie versucht, so diese klassischen Rainer Winkler Dinger zu googeln, da kommt ja nichts Schmeichelhaftes für dich dabei raus. Kelsey Bries. Ja, ich würde auch eher darauf wetten, dass sie vielleicht was gelesen hat, was sie vielleicht jetzt nicht so knorke findet. Wieso? Weil du jetzt den Eindruck machst, als hättest du irgendwas gelesen, was dir nicht gefallen hat, weil du jetzt irgendwie ein bisschen distanziert wirkst. Vielleicht täusche ich mich auch und ich analysiere wieder zu viel. Ja, vielleicht ist sie auch ein bisschen distanziert, weil du ihr beim letzten Mal irgendwie noch eine Story verzapft hast, wie du deine Rentner-Nachbarn weggeflankt hast. Vielleicht ist ihr deswegen ein bisschen der Enthusiasmus flöten gegangen, was eure Beziehung angeht. Kann natürlich aber auch sein, ne, dass sie ihn jetzt gegoogelt hat. Könnte aber auch daran liegen, dass ein Bärchen ist. Wir wissen es, also er weiß es nicht, wir wissen es schon. Ja, ich glaube, du analysierst gerade ein bisschen viel. Bist du sicher? Ja. Was denn? Ich habe nichts gesagt. Okay. Mein Kaffee ist auch schon wieder alle. Mann, Um die Uhrzeit noch Kaffee. den Kaffee. Ja, soll ja im Wurscht sein, oder? Der muss ja nicht früh aufstehen am nächsten Tag. Rund um die Uhr. Oh Mann. Das hat bei mir keine Auswirkungen. Hat es noch nie gehabt. Wobei. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl,
dass mir Koffein nicht so viel bringt. Ich habe hier so diese Holy Energy und so ein Shit, ne, wenn ich mir das anrühre. Ich merke nicht sonderlich viel davon. Ich kann das auch abends noch saufen. Das Einzige, was ich dann merke, also ich kann dann schon schlafen, aber ich habe ein bisschen mehr Unruhe. Weiß ich nicht. Vielleicht, dass ich ganz klein war, aber nicht, dass ich wusste oder mich erinnere. Okay. Eigentlich, wenn ich deine Eltern mit Koffein voll gepumpt haben, als du noch ganz klein warst, dann ist das ein weiteres Anzeichen dafür, dass es Rabeneltern waren. Also, Leute, sind wir mal ganz ehrlich. Koffein zählt zu den inzwischen 4 legalen Drogen in Deutschland. Ne? THC, Alkohol, Nikotin und Koffein. Und Koffein ist die weltweit verbreitetste Droge. Das ist die am meisten konsumierte Droge der Welt. Und dann sollte man noch so viel wissen, dass man sagt, hier vielleicht kleinen Kindern nicht geben sowas. Ne? Weil ich lasse ja auch kleine Kinder nicht an der Bon ziehen oder sowas. Ne? Das ist, oder Bier trinken. Vielleicht einfach kleinen Kindern gar keine Drogen geben. Das wäre das eine Idee. Aber komm, ey, man hat ihm auch, damit er die Schnauze hält, diese scheiß Fanta-Flasche ins schiefe Ogermaul gestopft. Ne? Bis sich eine ausgewachsene Zuckerabhängigkeit entwickelt hat. Wir haben alle unsere kleinen Laster. Ja. War ja wieder ab. Nee, du hast deinen verkaufen müssen, Rainer. Mit 13.000 Euro Verlust. Dein kleinen Laster. Was? Ach, die Gegner haben mich mal wieder. Ach komm, als ob die Gegner haben mich wieder getroffen. Und sobald die mich, wenn ich in der Wolfsgestalt bin, mit dem scheiß Pfeilen treffen, verliere ich die Wolfsfähigkeit und muss mich wieder verwandeln. Und das kann Diese Kack-Hater-Gegner in diesem Spiel ist unfassbar. Die Programmierer von dem Spiel Hater, offiziell. mir ganz schön nervig sein. Okay, ja. Warum habe ich das Gefühl, dass das mit dem Google eine schlechte Idee war? Ich kann es da nicht sagen, Rainer. Ja, vor allem, du kommst halt jetzt drauf, gell? Du erzählst seit Ewigkeiten, google mal Drachenlord. Seitdem er damals mit dieser Tiki-Toki-Matching-Bullshit-Scheiß da angefangen hat, immer jeder Dulli, der in seinen Stream reingekommen ist, hat gesagt, oh, und dann ist dieselbe Schallplatte abgelaufen. Ich bin der meistgehatetste YouTuber Wing, kennst du mich? Google mal Drachenlord, aber glaub nicht alles, was du liest. Ne? Seit Jahren die Scheiße. Und er ist immer noch nicht auf die Idee gekommen, gut, es war vielleicht auch einfach ein schlechter Bluff, er ist aber immer noch nicht auf die Idee gekommen, dann dem Bärchen vielleicht einfach nicht zu sagen, sie soll das googeln. Und zu hoffen, dass sie nicht von alleine draufkommt. Aber, hey, you do you, Rainer. Weiß nicht. Spuck's aus, was ist die Frage? Welche Frage? Du hast bestimmt irgendwelche Fragen zu dem Thema Google und so weiter. Oder nicht? Wenn ich es wirklich so oft deswegen, normalerweise habe ich eigentlich ein ganz gutes Gespür. Ja, ein richtig gutes Gespür, Rainer. Du hast ein richtig, richtig gutes Gespür. Du hast da bewiesen, als du angefangen hast, dir irgendeine komische Bumsgeschichte mit deinen Rentner-Nachbarn auszudenken, während du im Gespräch mit diesem Bärchen warst, ne, da hast du auch ein richtig gutes Gefühl gehabt, dass das sicher gut ankommt. Und dann erst gecheckt, als schon alles rausgespuckt war, hast schon gecheckt, oh, aber nicht so schlau. Naja, es sind halt wirklich viele Dinge. Und Viele Dinge, die du mich fragen willst, oder viele Dinge, die da im Internet stehen? viele Dinge, die da im Internet stehen. Okay. Und? Und? Da hast keine Fragen dazu oder irgendwas. Und jetzt merkt er, es ist jetzt, glaube ich, wirklich der Versuch, Schadensbegrenzung zu betreiben. Er denkt sich, scheiße, die hat mich tatsächlich gegoogelt. Die wird jetzt Dinge über mich herausfinden, von denen ich eigentlich nicht wollte, dass sie herausfindet. Aber jetzt sind wir noch im Call. Ne? Jetzt kann ich sie noch gaslighten, wenn da irgendwas steht, kann ich immer noch, nee, das habe ich nie so gesagt, das habe ich nie so gemacht, das wird alles falsch wiedergegeben, bla 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 bla. Die Hater, etc. Und deswegen will er jetzt
auf Krampf, dass sie ihm endlich sagt, was sie jetzt da gelesen hat, damit er gleich dagegen argumentieren kann. Das Schlimmste, was er sich jetzt vorstellt, ist, dass dass sie jetzt so ein paar Wahrheiten bei ihrer Googelei findet und dann praktisch in dieses Rabbit Hole reingezogen wird. Wir kennen es alle, ne? Jeder einzelne von uns kennt dieses Rabbit Hole, denn ohne dieses wärt ihr nicht hier und hättet nicht auf dieses Video geklickt. Das sich auftut, in das man reingezogen wird, wenn man anfängt, sich mit diesen Menschen im Internet zu beschäftigen. Und das will er natürlich unter allen Umständen verhindern. Die großen Sachen, die sie wahrscheinlich schnell findet, gleich die Banken, sich gleich verteidigen, gleich lügen, dass das alles nicht stimmt. Und sie davon abhalten, weiter auf eigene Faust nachzuforschen. Ja, dann ist ja alles nicht so schlimm. Was dazu sagen oder einen Kommentar dazu da lassen oder so? Ich weiß noch gar nicht richtig, was ich sagen soll. Wie gesagt, ich habe halt relativ viel auch überflogen hier gerade. Also ich glaube, ich kann das gar nicht alles erfassen gerade. Wäre nachvollziehbar. So überlege ich Hexenmeisterstiefel oder Marodeur. Marodeur wäre wahrscheinlich das sinnvollere Weg. Marodeur ist der Angriff. Das ist was eigentlich gerade die Waffe, die ich am meisten benutze. Leute, ich habe gar keine Schuhe angehabt. Fuck. Achso, doch, ich hatte bloß die Schuhe, also doch, ich verstehe. Reinhard, der Maul. Wisst ihr, was ich mache? Jedes Mal, bevor ich hier so ein Video aufnehme, versuche ich so gut wie möglich alle oberen Atemwegsgeräusche rauszulassen, bevor ich auf Aufnahme starten klicke. Ja, alles was an Rotz und Glimmzeugen, dass ich das nicht machen muss, während ich im Call oder am Aufnehmen von einem Video bin. Und wenn es dann doch passiert, ich habe hier mein Mikro, das kann ich nur kurz antippen. Ihr kennt das, viele Leute haben das standardmäßig rot, das gibt es aber auch so mit Ding, wo die Farben wechseln. Und das kann ich so antippen, dann ist es gemutet und dann kann ich ordentlich mal rausräuspern und dann tippe ich es wieder an, damit ihr das nicht hören müsst. Aber das hat Rainer noch nie begriffen. Da immer nur andere Leute im Discord, im Teamspeak hat er angeschissen dafür, wenn sie sich irgendwie geräuspert haben oder sonst irgendwas. Aber selber die komplette Geräuschkulisse von allem, was an Geräuschen aus sämtlichen Körperöffnungen von ihm einfach raus. Ne? Ich sag bloß, ich hoffe, man hat das nicht gehört, aber wahrscheinlich hat man es gehört oder es war die Couch. Ne? Hast du jetzt selber ein schlechtes Gefühl dabei? Sollte ich? Also, das hast du schon Ja. ein paar Mal gemacht. Du weißt, dass eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten extrem unhöflich ist? Ja. Okay. Also? Ich muss ein bisschen nachdenken, aber nee, an sich... Gerade wenn du so musst nachdenken, klingt das halt für mich so wie, ja, ist mega scheiße, keine Ahnung, hab da viel zu viel Misses gelesen, jetzt, keine Ahnung, weiß nicht, was der verhalten soll. Jetzt, da kriege ich ja richtig schlechtes Gefühl jetzt gerade. Oh, das... Ja, Rainer, weiß ich nicht, ne? It's on you. Das ist deine Schuld, das schlechte Gefühl. Tut mir leid, ich möchte dir kein schlechtes Gefühl geben. Das ist gelogen. So ist es nicht gemeint. Ich muss mich einfach ein bisschen mehr in die Thematik einarbeiten, wenn ich... Okay, spätestens jetzt hat er sich in die Hosen geschissen. Ich beende an dieser Stelle mal den Call. Ja, sie sagen, ich muss mich da mal ein bisschen mehr einlesen. In dem Moment ist er raus. Ne? Das möchte. Das ist alles sehr oberflächlich. Viele Dinge werden hier angesprochen, da habe ich gar keine Ahnung. Und ich weiß auch teilweise nicht, ob ich das alles so wissen möchte. Ja, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ja, egal. Egal ist mir das definitiv nicht. Es kann sein, dass mir das vieles ist, aber egal sicher nicht. Wie? Naja, nee, es ist nicht egal. Wenn du sagst, du hast ein schlechtes Gefühl jetzt dabei oder so, oder keine Ahnung. Nee, alles okay. Aber wenn ich irgendwas finde, wo ich sage, okay, schwierig, dann frage ich dich lieber nochmal, okay? Ja, das wäre definitiv sinnvoll, weil da eben viel auch steht, was einfach völliger Schwachsinn ist. Komplett aus dem Scheiß gegriffen. Ja. Habt das gemerkt? Ich weiß nicht, wer von euch jetzt wirklich alle meine Videos zu diesen Discord-Leaks gesehen hat. Vollkommener Schwachsinn. Ne? Was habe ich euch das letzte Mal gesagt über vollkommener Schwachsinn? Ist einer der wirklich Top 5 deutlichsten Lügenindikatoren bei unserem Mayonnaise-Magnaten. Dass
da weiß man dann schon wieder, woran man ist. Ne? Dieses, jenes, das hat er dann bei seinen Vorwürfen bezüglich, ne, Kindern und sowas. Vollkommener Schwachsinn. Ne? Hier, Platz des himmlischen Friedens, rote Fahnen, überall. Ja, du hast ja schon mal sowas angedeutet in bestimmte Richtungen. Ach, hier ist die Bärenverwandlung. Wie kann es sein, dass das zu der ganzen Sache gekommen ist? Ja. Das fragt man sich. Wie zum Teufel konnte das so weit kommen? Ne? Narzissmus und Hageldommheit sind die Kern Säulen, auf denen dieser fleischgewordene Autounfall aufgebaut ist, der sich hier das Leben von Rainer Winkler nennt. Narzissmus und Hageldommheit. Sich für den Allergrößten halten, aber der Allerdümmste sein. Das ist das Problem. Alles ein bisschen spezifiziert, das bin ich dir dankbar. Naja, also, wie konnte das so eskalieren? Ich würde jetzt spontan sagen, frag mich was Leichteres. Ja, du weißt es doch ganz genau. Du weißt es doch ganz genau. Reini, du bist mit einer vollkommen utopischen Erwartungshaltung an diese Internetsache rangegangen. Ne? Ich umschreibe jetzt mal Reini, wie er sich damals gefühlt hat, als als die erste Ära der deutschen YouTube-Stars groß geworden ist. Als dann Leute stellenweise irgendwie, ich erinnere mich noch dran, dass hier Waititi bei TV Total eingeladen wurden. Und da dann auch gesagt, hier davon kann man leben. Und ja, da kann man ganz gut leben davon. Und diese Ära, Gronkh, Cold Mirror, wie sie nicht alle heißen, ne? Leute, die damals unterwegs waren, nicht mehr unterwegs sind, Leute, die stellenweise bis heute noch unterwegs sind auf YouTube in Deutschland. Dieser erste große Hype, als man auch tatsächlich von AdSense noch leben konnte, ne? Der ist bei Rainer angekommen und der hat sich gedacht, krass. Ja, krass, ich bin ja super, ich bin ja toll. Jeder will mir doch sicher auch zuschauen dabei. Vollkommen ignorieren, was für ein Dulli er ist und dass er keine einzige kreative Zelle in seinem ganzen aufgeschwollenen Körper hat. Aber der Narzissmus regelt und denkt sich, ja, geil, wenn die das schaffen, geht das schon lange hin. Ja, ganz easy, auf eine Arschbacke. Hier Dunning-Kruger-Effekt in Play. Und dann ist er mit der Erwartungshaltung ins Internet gegangen, dass er sagt, die warten alle jetzt auf mich. Ich bin der nächste große Dude auf YouTube in Deutschland. Und das ist nicht passiert. Er hat seine ersten Videos hochgeladen, die Leute haben ihn ausgelacht. Die Leute haben ihn ausgelacht. Ne? Was bist du eigentlich für ein Lappen? Ne? Und anstatt dann ein bisschen zu reflektieren und zu merken, okay, ja krass, ich habe das jetzt versucht. Ich erwarte auch von niemandem, dass er sofort aufgibt, wenn er sich sagt, er will jetzt Social-Media-Karriere machen. Ne? Man kann einiges versuchen, wenn es nicht klappt, dann kann man ein bisschen dran schrauben und sagen, hey, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, das ist jetzt nicht so angekommen, wie ich das erwartet habe. Ist offensichtlich nicht der Content, den die Leute feiern. Ich probiere was Neues, ne? Ist ganz normal, du kannst dich da dann in deinen, ne, in Anfängen 5-mal, 6-mal neu erfinden. Wenn aber nichts davon zieht, dann muss man auch irgendwann sagen, okay, ist halt dann vielleicht, ne, Kampf gegen Windmühlen. Aber anstatt irgendwie zu reflektieren, was an seinem Content zu ändern oder vielleicht zu checken, vielleicht bin ich doch, es ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Und vielleicht haben die doch nicht alle auf mich gewartet und vielleicht bin ich doch ein bisschen zu dumm für die Scheiße. Und vielleicht ist es doch auch ein bisschen mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Stattdessen hat er gesagt, nee, die anderen sind das Problem. Ich habe alles richtig gemacht. Ne? Es sind nur noch nicht die richtigen Leute da. Ne? Das sind jetzt irgendwie diese Hater, die, ne? Hat jeder, passt. Und deswegen ist er weiter einfach stur heil, ne? Mit dem Kopf durch die Wand und
und aggressiv geworden auf die Leute. Und alles, was er mitgekriegt hat, war, okay, richtige Fans sind nicht gekommen, aber die Leute, die mich scheiße finden, kommen immer mehr und klicken immer mehr und die Kohle wird immer mehr. Und dann hat er angefangen, das zu monetarisieren, weil er gesagt hat, hey, an mir arbeiten, ne? Mein Skillset irgendwie erweitern, vielleicht mal auf konstruktive Kritik hören und dementsprechend meinen Content ändern oder dergleichen. Scheiß auf alles. Ich mache jetzt hier Hatefluencer. Und wenn dann genügend Reichweite da ist, dann wird es ein Selbstläufer und dann kommen dann die Leute, die mich geil finden und die werden mich dann white knighten gegen die jetzt noch Edzardler Kackhater. Und das halt auch nicht passiert. Und er hätte währenddessen einfach 200.000 Mal die Möglichkeit gehabt, irgendwie die Notbremse zu ziehen und zu sagen, hier, Digga, Feierabend. Hat er aber nicht gemacht, weil Alternative ist arbeiten gehen und arbeiten gehen ist keine Alternative. Es ist halt einfach die menschliche Natur, jemanden zu verachten, der halt anders ist. Und da Nein. Die menschliche Natur ist es, skeptisch zu sein anderen Leuten gegenüber, die extrem anders sind. Das macht auch Sinn. Ne? Evolutionstechnisch betrachtet ist es so, dass ja, Stämme, ne, von ganz frühen Menschen hatten ja ein gewisses Revier mit gewissen Ressourcen, von denen sie gelebt haben. Ne? Wenn dann jemand anderes, den man nicht kennt und der nicht zur eigenen Gruppe gehört, da in diese Reviere eindringt, ist man in einem direkten Konkurrenzkampf ums Überlebenswichtige, Fressen etc. Ne? Dementsprechend da skeptisch zu sein, ist uns irgendwo ein bisschen, ne, in die DNA mit eingeschweißt. Ne? Aber wir sind auch gesellschaftlich inzwischen so weit, dass wir ein gewisses, also zumindest die Leute, die intelligenzmäßig dazu in der Lage sind, ein gewisses Toleranzniveau entwickelt haben. Indem wir inzwischen gecheckt haben, ja, okay, jetzt nicht alle Tätowierten sind zwangsläufig kriminell. Nicht alle Leute, die kiffen, sind auch, keine Ahnung, Junkies, die am Hauptbahnhof Schwänze lutschen oder so. Okay? Aber wir bauen kontinuierlich Vorurteile ab und das ist auch gut so. Aber nichtsdestoweniger können wir auch aus unserer Haut dann nicht raus. Und wenn ich Leute sehe, werden die auch bei mir, und das wird bei euch auch nicht anders sein, irgendwie erstmal nach dem Äußeren gejudged. Oh, keine Ahnung, wenn ich hier so einen Typen sehe, der diese klassische BWL-Justus Uniform anhat, ne? Reiter auf der Brust und Pulli über die Schultern gelegt und so ein Ding. Klar denke ich mir auch, was ein Spasti. Aber wenn ich mich dann mit dem unterhalte und merke, das ist eigentlich ein ganz kommoder Typ, der ist halt einfach nur, ja, in manchen Dingen eine eklatant andere Ansicht wie ich, aber so in Sicht ist er nicht verkehrt. Das ist auch gut. Ne? Und wenn ich der Meinung, wenn ich mich mit ihm unterhalte und es bestätigt sich, dann ist auch gut. Ne? Dann muss ich mich auch nicht weiter mit ihm unterhalten. Aber es heißt jetzt nicht, dass automatisch alle Leute, die irgendwie anders sind, sofort von allen gehasst werden. Das ist so dieses maximale, die Bahncard 100 auf dem Weg in die Opferrolle ist das. Ich bin einfach anders und Menschen hassen alles, was anders ist, deswegen hassen sie mich vollkommen ungerechtfertigt, nur weil ich was Besonderes bin. Das ist halt Narzissmus und wirklich Vollgas Überholspur in die Opferrolle par excellence. Und zu dem Thema kann ich euch ein Buch empfehlen. Eine Sekunde. So, ich werde von nichts gesponsert. Ich habe den Typ auf YouTube entdeckt und fand sein Content interessant, habe mir sein Buch gekauft. Hier, wie heißt er? Oh, jetzt setze ich mich gleich richtig in die Scheiße. Varan Chandres Varan. Sorry, wenn ich das gebutschert habe.
Der ist unter Varnan mit V auf YouTube unterwegs. Der ist auch in der GWOP mit den Leuten hier, Imp, Sinan, Bioskeptic und so ein Zeug, ne? Und das Buch heißt Gefangen in der Opferrolle, warum Wokeness scheitert. Und dieses, warum Wokeness scheitert, weil sie in der Opferrolle gefangen sind, weil sie sich irgendwann das als eigene Identität so sehr internalisiert haben, dass sie da auch nicht mehr rauskommen. Sich jetzt aber irgendwann auch inzwischen in der öffentlichen Wahrnehmung, ist das auch durchgesickert, dass eben nicht jeder, der sich als Opfer darstellt oder behauptet halt ein Opfer zu sein, auch tatsächlich eines ist. Und da dementsprechend die Aufmerksamkeit dann nicht mehr so gegeben ist. Das heißt, der nächste Scheme ist gleich um die Ecke. Aber das ist genau diese Nummer auch. Ne? Einfach das Opferdasein so sehr in den Vordergrund. Ich bin einfach anders und die Leute hassen das, wenn andere Leute anders sind. Und deswegen bin ich hier das arme Opfer und kann gar nichts dafür und alle anderen sind schuld. Ne? Wie gesagt, ich werde dafür nicht gesponsert. Holt euch das Buch, lest euch das mal durch, wenn ihr da interessiert seid an so sozioökonomischen, soziopolitischen Themen. Ist eine gute Nummer. Und ja, ich weiß nicht, kurzfristig kann das mit diesem sich in die Opferrolle stellen auch gut funktionieren. Das ist das Problem, weil die Leute dann kurzfristig Bestätigung bekommen. Jeder von euch, der mit Geschwistern aufgewachsen ist, kennt das. Ne? Wenn es einen Konflikt zwischen Geschwistern gibt, die Eltern kriegen das mit, irgendwie in dem Zimmer ist irgendwie Rabatz, dann schaut mal einer nach und welcher von beiden kriegt Ärger? Die Mutter kommt rein ins Kinderzimmer und einer heult. Wer kriegt Ärger? Der andere. Was lernt dann der geheult hat? Wenn ich heule, kriege ich Recht. Und der andere wird bestraft. Der wird beim nächsten Mal auch wieder heulen, auch wenn er selber eigentlich der Aggressor ist. Das ist dieselbe Nummer hier. Problem ist, das hältst du gerade gesellschaftlich und auch dadurch, dass diese Leute ja viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, heutzutage auf Social Media etc., hältst du das nicht auf Dauer durch. Das ist keine langfristige Lösung, das begreifen diese Leute. Weil, wenn du, also angenommen, es zieht Vollgas, du stellst dich in die Opferrolle, alle Leute glauben dir und hier, Gil Oferin, bestes Beispiel. Ne? Alle Leute glauben dir, die gehen da hin und protestieren vor dem Hotel, etc. Wenn du diese ganze Unterstützung bekommst und dann ja wirklich auch nach oben gehoben wirst, dass du praktisch eigentlich gar kein Opfer mehr sein kannst, dass du ja mehr oder weniger über jeden Zweifel erhaben bist, alle Leute stehen hinter dir, dann bist du ja kein Opfer mehr. Dann hast du ja eigentlich auch die Meinungshegemonie von alle unterstützen dich. Dann musst du auf einmal abliefern. Dann musst du auf einmal den Leuten dann irgendwie was anderes bieten, weil die Opferkarte die hast du gespielt. Das glauben sie dir, die stehen ja jetzt neben dir und kriegen es live mit, was du als nächstes tust. Und wenn einfach nur hohl die Opferkarte zu spielen, scheißegal, ob jetzt, also meistens, vor allem eben, wenn sie einfach nur gespielt wurde, obwohl man kein Opfer war. Wenn du das bereits getan hast, ja, was willst du danach noch tun? Du kannst ja nicht weiter als Opfer inszenieren, weil die Leute checken das ja jetzt. Das ist hier wieder Anzeigenhauptmeister, der bei der kleinsten Berührung sich fallen lässt, um die Leute nochmal anzuzeigen wegen irgendwie Körperverletzung oder sowas. Wenn du eine gewisse Aufmerksamkeit hast, schon die Leute sagen, was willst du eigentlich? Mach dich weg. Und dann schlägt das Pendel ganz, ganz, ganz krass in die andere Richtung ab und die Leute kriegen Shit. Die Leute kriegen richtig Shit. Verdientermaßen. Wir sehen die ganze Nummer jetzt bei TJ und seiner Ex-Alten. Ne? Die hat das aus Öffentlichkeitswirksamkeitssicht schlauste gemacht, was man machen kann. Wäre ich ihr PR-Berater, hätte ich ja genau gesagt, mach genau das.
Die hat sich hingesetzt nach diesem bockstarken Video von TJ, in dem er auch ganz klar gemacht hat, Alter, ich habe meine Munition noch lange nicht verschossen und wenn du nochmal kommst, dann aber. Hat sie sich hingesetzt und gesagt, okay, ich werde mich dazu nicht weiter äußern, Punkt, Ende aus. Das Problem an der Nummer ist, die Leute, die sich alle neben und hinter sie gestellt haben, als sie geglaubt haben, dass sie ein Opfer ist, die bereit waren, mit ihr zu kämpfen und für sie in die Schlacht zu ziehen, stehen jetzt da und denken sich so, Moment mal, der hat jetzt sehr krasse Vorwürfe gegen dich erhoben. Da du ja das Opfer bist, wäre das ja fürchterlich ungerecht. Warum lässt du das auf dir sitzen? Wenn deine Story von Anfang an gestimmt hat, warum widerlegst du ihn nicht? Und dann gehen die halt, wenn die merken, dass sie da keine zufriedenstellende Antwort kriegen. Klar gibt es immer irgendwelche Dullis, die das dann null defenden und sagen, die ist denen keine Antwort schuldig. Ist richtig, ist sie ihnen nicht. Ist sie ihnen nicht. Aber sie sind ihr auch ihre Aufmerksamkeit nicht schuldig. Und Aufmerksamkeit ist gerade im Social Media Game ist die Währung. Und wenn die Leute sagen, hey, ich lasse mich ungern belügen, ungern verarschen, wir sehen, wo ich jetzt hingehe, ich schlage jetzt die Brücke wieder zum Dicken, ich lasse mich ungern belügen und vor allem lasse ich mich nicht gerne gaslighten oder gar instrumentalisieren als Waffe gegen jemanden, der gar nichts gemacht hat. Also entweder du legst jetzt die Karten auf den Tisch und zeigst uns, was dir tatsächlich passiert ist und beweist, dass du hier im Recht bist, oder wir verpissen uns, weil du dann offensichtlich nicht im Recht bist. Und das hat sie gemerkt. Wie gesagt, klar, diese Leute haben oft irgendwie eine Core-Fanbase, die sie einfach null defendet, scheißegal, was sie machen. Also die könnten Instagram-Videos posten von sich selber oder live auf TikTok gehen, während sie irgendwie in der Arktis robben oder in der Arktis Robben keulen. Da gibt es immer noch irgendwelche Leute, die der Meinung sind, dann drunter zu schreiben, warum das eigentlich ihr gutes Recht ist und warum da sich niemand einzumischen hat und dass das alles schon so gut ist, wie es ist. Aber die allermeisten Leute werden halt sagen, weißt du was, fick dich, auf Wiedersehen. Und das hat die ja auch bemerkt und dann hat sie dieses vollkommen bescheuerte TikTok-Ding da hochgeladen, wo sie mit sich selber spricht, einmal als sie und einmal als ihre vollkommen hysterisch dargestellte Fanbase. Und ich glaube, damit hat sie es nicht besser gemacht. Ne? Und inzwischen kam, glaube ich, nochmal irgendein Statement dazu. Was wurde aus, ich halt mein Maul und sag nichts dazu. Ne? Ich halte mein Maul und sag mich dazu, hätte bei ihr dazu geführt, okay, ich verliere jetzt einen wahrscheinlich nicht unwesentlichen Teil meiner Followerschaft und muss mir das dann neu wieder aufbauen. Aber ich vernichte mich nicht komplett in der Öffentlichkeit. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie sie halt weiter hätte machen können. Deswegen war das ein schlauer Move. Jetzt aber nicht Ruhe zu geben und weiter da reinzusticheln, führt irgendwann dazu, dass das passiert, was gerade in dieser leeren Frau Jay Riddle Nummer passiert, dass dann halt irgendwann die Sachen doch auf den Tisch kommen und dann bist du am Arsch. Ja? Lange Rede, gar keinen Sinn. Die Opferrolle funktioniert auf Dauer nicht. Das ist kein dauerhaftes Konzept. Das ist eine Karte, die manche Leute vielleicht auch mal schlauer oder nicht so schlau bei spielen, um sich einen kleinen Vorteil zu verschaffen oder einen gewissen Aufmerksamkeitsspike. Aber es ist kein dauerhafter Zustand. Du musst es wirklich vorsichtig anstellen, weil wenn du exposed, die Leute reagieren sehr, sehr, sehr allergisch darauf, wenn du exposed wirst, wenn du die Opferkarte spielst, ohne ein Opfer gewesen zu sein. Ne? Weil damit spuckst du richtigen Opfern ins Gesicht und gerade die Leute, die tatsächlich dann sowas tatsächlich mal Opfer von egal was wurden, die dich deswegen unterstützt haben, die werden dich ficken. Ich immer anders war oder halt auch einfach anders bin.
war das wohl einfach nur eine Frage der Zeit, bis es dazu kommt. Aber wieso ist das dann bei anderen Leuten nicht, die auch anders sind? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Danke, liebes Bärchen. Sehr gute Frage. Hm. Ha, ha, Vielleicht liegt es daran, dass die sich nicht wie Hurensöhne verhalten im Internet. Vielleicht bin ich auf eine Art und Weise anders, die eben einfach zu anders für manche Leute ist. Ja, das kann man auch. So kann man es auch ausdrücken. Ne? Das ist mehr oder weniger das, was ich gerade gesagt habe in Dom. Ich weiß doch auch nicht. Okay. Das ist ja nicht so, dass die mir das jemals wirklich erklärt hätten. Nein! Oh, nein, natürlich nicht. Ne? Es hat dir noch nie einer erklärt. Rainer, du hast einfach nur nicht zugehört. Immer wenn dir jemand versucht hat, dir das in den Kommentaren oder dergleichen zu erklären, ist der Bannhammer geflogen. Und dann hier, ne, die 3 Affen, Augen zu, Mund zu, ne, Mund zu bei ihm nicht, 2 Affen, Augen zu, Ohren zu, will ich nicht sehen, will ich nicht hören, ist mir scheißegal, Bannhammer. Alle Leute haben es ihm gesagt. Alle Leute haben es ihm gesagt. Und dann sind die Leute bei dir vom Tor gestanden, um es dir zu sagen, weil sie sich im Internet nicht stumm schalten lassen wollten. Und dann sind Ziegelsteine geflogen und Äxte und dergleichen. Ey, boah, keine Ahnung. Hat mir noch nie einer gesagt, warum er mich nicht mag. Anna, ich kann dir eine ganze Liste machen, warum ich dich nicht mag. Ganz weit oben steht, ich lasse mich nicht gerne anlügen. Vor allem nicht von jemandem, der den Anspruch hat, im Internet mit Content seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der also praktisch der Meinung ist, meine kostbare Lebenszeit wäre es wert, ihm zuzuhören oder zuzuschauen, damit er damit Geld verdient, während er mir dabei frech ins Gesicht lügt. Da ich da schiebe ich schon Hasslatte. Und darüber bin ich so ein bisschen mit reingekommen in diese ganze Drachengame-Thematik. Aber, nee, wie gesagt, Rabbit Hole, dabei ist es natürlich nicht geblieben. Was dann da im Eisberg noch drunter rausgekommen ist, ich weiß nicht, gibt es das große Eisberg-Video noch? Das lange? Ist auch großartig. Jeder will dir was anderes sagen. Manche sagen, dass sie mich für einen kranken Bastard, für einen kranken pädophilen Bastard halten. Ja, da gibt es so die Leute, die das vielleicht schon mal gesagt haben. Ich würde sowas natürlich niemals sagen. Weil es, solange er nicht verurteilt ist, halt justiziabel wäre. Andere werden dir sagen, dass ich es verdient habe, weil ich ein Arschloch bin. Auch das hört man oft. Ist auch oft nicht ganz von der Hand zu weisen. Wieder andere werden dir erzählen, dass ich sie verarscht habe. Wieder andere. Auch das ist oft genug passiert. Also du hast es oft zumindest versucht, die Leute zu verarschen. Tod vorgetäuscht, x-mal und ja, sein Ende angekündigt. Wenn dieses Video nicht so und so viele 1000 Likes kriegt, dann ist Ende. Übrigens, an alle, die hier noch nach fast 40 Minuten immer noch dabei sind, wenn ihr nicht alle abonniert und mindestens 20.000 Likes drunter gibt, ab nächste Woche keine Videos mehr. Bullshit, ne? Werden sagen, dass sie verarscht wurden. Wieder andere wurden. Ah ja, im Übrigen, du hast auch die Leute betrogen im Internet, ne, um ihre Autogramme und dergleichen. Du hast den Leuten gesagt, wenn sie dir spenden, dann gibt es ab so und so viel Euro Spende, gibt es irgendwie ein Poster oder eine Autogrammkarte oder dergleichen. Und ich habe von niemandem gehört, der die Dinger tatsächlich bekommen hat. Niemand hat die bekommen. Ne? Anderen manipuliert, wieder andere wurden. Oh, nee, ist sie so stark? Nee. Hast du irgendwas gemacht, wo du sagen würdest, okay, da gebe ich mir jetzt selber die Schuld dafür, dass das nochmal extra eskaliert ist? Oder Sehr gute Frage. Ey, das ist wirklich sehr gut. Was das Bärchen hier macht, entschädigt für das ganze Goblin- und Gaming-Geblubber, durch das wir uns durcharbeiten mussten, und zwar 31 beschissene Folgen lang. Die hat jetzt soweit sein Vertrauen. Und er hat ja auch wirklich den Grund, jetzt mit ihr über dieses Thema reden zu wollen, weil er will ja gegensteuern gegen das, was sie auf Google gelesen hat. Ne? Und sie fragt ihn jetzt wirklich die essentiellen Dinge. Es wird natürlich ein riesengroßes Lügenfeuerwerk abgefeuert, aber das ist das, weswegen ich
mich eigentlich ursprünglich mal auf diese Leaks gefreut hatte. Würdest du sagen, das ist alles jetzt? Naja, mein Hauptproblem war und ist halt schlicht und ergreifend letzten Endes einfach Mein Hauptproblem schlicht und ergreifend letzten Endes ist, dass du es nicht gecheckt hast. Du hast dein eigenes Game nicht gecheckt, du hast die Dynamik im Internet nicht gecheckt und du hast auch nicht gecheckt, dass du einfach zu dumm für diese ganze Social Media Nummer bist. gewesen, dass ich so dumm war, dass ich halt immer wieder auf den Scheiß eingegangen bin. Ne? Ich habe mich halt einfach von denen nicht unterkriegen lassen, habe mich nicht unterbuttern lassen, habe mein Ding durchgezogen. Ja, so kann man es auch nennen. Man kann aber auch sagen, du hast die Leute einfach weiter provoziert und weiter provoziert und weiter provoziert, um dich weiter in die Opferrolle stecken zu lassen, stecken zu können, weil das dich gerade so über Wasser gehalten hat, barnetechnisch. Und das hat dann letzten Endes halt auch nicht zuletzt dafür gesorgt, dass eben auch Leute einfach Letzten Endes! gemeint haben, die müssen halt weitermachen, weil sie sich dadurch auch provoziert gefühlt haben. Okay. Komisch, ich habe die Leute im Internet provoziert und die haben sich provoziert gefühlt. Was für Opfer. Und das hat halt wiederum letzten Endes dafür gesorgt, dass ich mir halt irgendwie versuchen musste, meinen eigenen Weg zu finden. Keine Ahnung. Ich habe halt einfach weitergemacht. Also, ich habe immer meinen eigenen Stiefel durchgezogen und ich habe einfach nicht auf die Leute gehört und habe das gemacht, was ich will. Und dann haben die mir Gegenwind gegeben und deswegen habe ich danach meinen Stiefel durchgezogen und meinen eigenen Weg. Merkst du selber, Rainer. Diese My Way or the Highway Mentalität ist auch so ein Ding, ne? Was sich da in die Bredouille gebracht hat. Und mein eigenes Kind gezogen und gleichzeitig wurde das halt wiederum zu meinem Verhängnis, weil ich halt einfach niemand bin, der klein beigibt. Okay. Nein, es geht nicht um klein beigeben. Klein beigeben ist, wenn es entweder ungerecht von der anderen Seite oder auf Augenhöhe stattfindet. Einsicht zeigen wäre die richtige Wortwahl gewesen. Du bist niemand, der Einsicht zeigt. Auch nicht, wenn man dir die offensichtlichen Fakten direkt vor die Fresse setzt. Das ist das Problem gewesen. Ne? Ich erinnere an die Nummer, wo er die Katze gefüttert hat. Die Leute haben gesagt, hey Rainer, fütter die Katze bitte nicht irgendwie mit diesem Grillschweinefleisch. Das ist mehr oder weniger toxisch für die Tiere, weil es viel zu sehr gewürzt, viel zu sehr gesalzen ist, etc. etc. Mach das bitte nicht, du schadest dem Tier damit. Ich habe mein ganzes Leben mit Katzen, bla 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 und jetzt erst recht. Einsicht ist das, was dir fehlt, Rainer. Aber du hast jetzt nicht irgendwie was Krasses gemacht, was man dir so vorwerfen kann. Doch. Jede Menge. Oho, da lacht er gleich selber. Da würde jeder was anderes sagen. Nein, da werden dir alle Leute mehr oder weniger dieselbe Geschichten erzählen. Außer ihm. Der Einzige, der ihr was anderes erzählt, wird er sein. Der Rest, jeder, der sich auskennt mit der ganzen Causa, wird ihr dieselben Geschichten erzählen. Nee, ich möchte es ja von dir hören und nicht von anderen. Ich kann es dir nicht sagen, weil jeder, wie gesagt, was anderes sagt. Gerade weil jeder was anderes sagt, kann ich dir das nicht beantworten. Weil ich werde... Rainer, die Frage war, hast du etwas getan, ne, was verwerflich, abscheuungswürdig etc. Scheiße war? Ne? Bist du derjenige, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat irgendwann? Und da ist doch scheißegal, was andere Leute behaupten. Hast du irgendwas gemacht, ne, damit du derjenige bist oder nicht? Ich bin nicht gehatet, weil ich irgendwas getan habe in dem Sinne. Jedenfalls nicht im Allgemeinen. Es gibt keine Verallgemeinerung in dem Ganzen. Manche sagen, ich habe irgendwas getan oder ich habe einfach irgendwelche Ansichten oder irgendein Verhalten an den Tag gelegt, was denen halt nicht gepasst hat. Und aufgrund dessen haben die angefangen, mich zu haten. Okay. Die andere sind halt einfach Mitläufer und ich vermute mal, die Mehrheit von denen ist halt einfach nur schafft, darauf auf jemanden loszugehen, von dem sie vermeintlich meinen, dass er schwach ist. Ja, vermeintlich. Hey Rainer, passt schon, du hast schon die Stärke, die es braucht. Aber man geht natürlich vollkommen grundlos auf ihn los. Ne? Wir sind alle nur Mitläufer und haben uns irgendwas eingebildet. Rainer versucht mal wieder das komplette Internet gleichzeitig zu gaslighten. Was natürlich Bullshit ist. Ja, das ist doch kompletter Bullshit. Okay. Wie gesagt, ich kann dir das halt nicht verallgemeinern, weil jeder irgendwas anderes weiß oder irgendwas anderes sagt oder jeder eine andere Meinung dazu hat. Aber wo... Ich bin der Meinung, ich habe nichts getan. Ich habe nichts gemacht, gar nicht. Habe ich ein Bier getrunken.
was das alles rechtfertigt oder verdient. Aber die werden es. Oh, Rainer, du hast jede Menge gemacht, was das rechtfertigt oder verdient. Und keine Ahnung. Es gibt auch Leute, natürlich gibt es Leute, die einfach nur, die sich einfach nur über ihn lustig machen, weil er halt eine LOL-Cow ist. Das ist auch in Ordnung. Ne, ist auch, aber ist halt bei vielen Leuten eben nicht so. Und auch, keine Ahnung, es ist auch legit, sich über eine LOL-Cow im Internet lustig zu machen, weil die Leute niemand dazu zwingt, sich ins Internet zu stellen und um sich zum Obst zu machen. Ne? Aber ich bin der Meinung, das betrachtet halt nur einen Aspekt dieser ganzen Drachenlord-Geschichte. Die anderen Seiten sind halt meiner Meinung nach ein bisschen verabscheuungswürdiger und ich blende die halt nicht aus. Dass er hier, oh, der Moralkasper kommt wieder, aber ganz ehrlich, natürlich, ich mag auch die Sachen auch zum Reacten lieber, wo er einfach nur ein Dulli ist. Wo er einfach nur eine dumme LOL-Cow ist, der dumme Dinge erzählt, über die man sich lustig machen kann. Das sind meine liebsten Reaction-Videos, die ich über sowas machen kann. Klar, weil ich es dann auch ein bisschen ausblenden kann, was er halt sonst noch hier, die Goblins etc. tut. Aber das komplett auszublenden und zu ignorieren und sagen, ja, mit der Rainer ist halt ein bisschen dumm und stellt sich halt ein bisschen blöd an und dann lachen wir halt da ein bisschen drüber und ansonsten scheiß drauf. Können jetzt auch nicht ganz richtig. Sagen, wenn ich das sage, dass ich mich nur in ein gutes Licht drücken will. Ich bin halt einfach jemand, ich gehe halt einfach meinen eigenen Weg. Ich versuche niemanden dabei zu schaden, aber der Witz ist, dass halt andere Leute, denen nicht passt, welchen Weg. Ja, Rainer, du versuchst niemandem dabei zu schaden und auch da bist du wieder krachend gescheitert wie mit allem anderen. Red mal nochmal vernünftig und hör denen auch zu mit den Leuten aus deinem Dorf und frag die, wie gut du das geschafft hast, ne? Deinen eigenen Weg zu gehen, ohne anderen Leuten zu schaden. Die werden dir eine saubere Story erzählen, Reini. Ich gehe dafür anderen Schaden und das war halt immer in der Aussage, dass sie jetzt machen, weil ich da bin, weil ich das mache, weil ich das sage, weil ich das bin, weil ich das tue. Kurz gesagt. Er ist ein klein wenig ich-zentrierter Mann, ne? Das sind halt in erster Linie Leute, die bestimmte Gräueltaten deswegen verüben und dafür halt einfach einen Sündenbock brauchen. Was? Die Leute verüben Gräueltaten und brauchen einen Sündenbock. Das erklärst du mir jetzt, Rainer. Einen Sündenbock zu haben, heißt, ich schiebe jemanden vor, dem ich die Schuld für etwas gebe, was er gar nicht getan hat. Weißt du, als ob wir irgendwas gemacht hätten, wir jetzt die homogene Haterschaft, ne? Wir irgendwas gemacht hätten, um dann danach zu sagen, wir framen jetzt Rainer dafür. Das ist doch nicht passiert, Rainer. Das ist doch nicht passiert. Und das bin in dem Fall eben ich. Okay. Letzten Endes braucht jeder immer irgendeinen. Also wenn er jetzt nochmal sagt, früher waren es Juden, dann habt ihr mich hier liegen. Sündenbock. Meinst du? Ja, klar. Wer ist, Nicht jeder. ja, ich wollte gerade fragen, wer ist dein Sündenbock? Mein Sündenbock. Ich sehe den Fehler einfach. Sein Sündenbock sind die Edzardler Kack-Hater und vor allem die Polizei und die Politik. Ne? Die sind dran schuld, dass er nicht Internetmillionär werden durfte, weil die Hater deswegen, weil sie ihn grundlos gehasst haben, nur weil er anders ist und vielleicht ein bisschen dick, und die anderen, weil sie ihn nicht einfach komplett gewhite-nighted haben. Darum, dass ich bin, wie ich bin. Wie? Ich bin, wie ich bin. Ich bin ich. Und das ist halt eine Sache, die aber halt wiederum andere sagen immer, dass ich den I am what I am. And what I am needs no excuses. Fehler bei anderen suche. Aber ich sag halt einfach. Wenn jetzt die anderen sind schuld kommt, dann ist Feierabend. Das ist das Video jetzt beendet. Die Leute sagen mir, dass ich die Fehler immer bei anderen Leuten suche. Aber ich sag halt einfach, die anderen sind das Problem. Der Fehler, es gibt keinen Fehler. Es gibt keinen Fehler zu suchen. Ich mache halt, was ich für richtig halte, aber andere. Ja, aber das kann halt auch, Rainer, nur weil du irgendwas für richtig hältst, kann es auch trotzdem falsch sein, Rainer. Da kickt der Narzissmus wieder, ne?
was Rainer für richtig hält, kann gar nicht falsch sein, weil der Rainer der besonderste Mensch auf der Welt ist. Jeder, der nicht komplett kernbehindert ist, ne, weiß, okay, ich halte jetzt irgendwas für richtig, kann aber auch Bullshit sein. Und wenn mir nachgewiesen wird, ne, wirklich mit harten Fakten, dass es Bullshit ist, dann muss ich auch die Größe haben, die es braucht. Ne, du merkst es, Rainer, sagen zu können, okay, da bin ich komplett auf dem Holzweg gewesen. Jetzt weiß ich's besser. Das ist auch so ein bisschen der wissenschaftliche Ansatz am Leben, so sich nach oben irren. Aus Fehlern lernt man, Rainer. Das Problem ist, man muss halt die Fehler auch als solche akzeptieren. Wenn man das nicht tut, dann endet man in so einem 10 Quadratmeter Monteurszimmer als Untermieter bei einem Neonazi in Zobes. Denen das nicht passt, die sagen halt, dass ich schuld bin, weil dies passiert, weil das passiert, weil jenes passiert. Der Witz ist aber, dass halt sie eigentlich diese Taten verüben. Also früher sind die Leute bei mir vor der Haustür. Ja, die sind bei ihm vor der Haustür gestanden. Rainer, das ist genau dieses Ding, wir reden oft über den Notwehrparagraphen. Über den reden wir ja wirklich oft, wenn es darum geht. Weißt du, wo der nicht zieht? Weißt du, wo der nicht zieht? Wenn ich mich vor jemanden hinstelle und den die ganze Zeit anschubst und sage, hey, hau mir doch aufs Maul. Hey, hau mir doch aufs Maul, Hurensohn. Hier, dein Mutter habe ich gefickt. Hau mir doch aufs Maul. Hau mir doch aufs Maul. Komm, was willst du denn eigentlich? Du hast ja nichts drauf. Hau doch aufs Maul. Und wenn mir der dann irgendwann nach 10 Minuten eine zimmert, damit ich ihn in Ruhe lasse, und ich dann anfange zu heulen, um zu sagen, der hat mich geschlagen, ich möchte ihn wegen Körperverletzung anzeigen. Ne? Oder dann anfange, ihn auf ihn einzuprügeln, dann ist das keine Notwehr mehr. Ne? Dann bin ich selber schuld. Und das ist das, was du im Internet gemacht hast. Ich erinnere wieder Januar 2022 an dieses scheiß Video wegen deiner scheiß DSL-Kabel. Die Hater sind so dumm, die haben versucht, mir ein DSL zu zwicken. Hihihi, ihr seid so blöd. Ich hab doch hier Glasfaser, die geht über den Keller rein. Ha, da müsstet ihr schon den Verteilerkasten kaputt machen. Und was ist kurz darauf passiert? Ja, richtig, der Verteilerkasten wurde kaputt gemettelt. Haben rumgeplatzt. Das heißt nicht, dass Verteilerkasten kaputt metteln gut oder richtig war. Aber es war abzusehen. Und du hast die Leute dazu provoziert, genau dieses zu tun. Ich habe rumgeplatzt, weil die da waren. Ich habe mich darüber aufgeregt, die haben sich aufgeregt, die haben sich in den Arsch abgelacht, die haben mein Haus beschmiert und so weiter. So, wenn wir jetzt danach gehen... Im Übrigen, die haben sein Haus beschmiert, ja, auf unbesickt ewig hat er selber dahin gesprüht. Ne? Diese Grimmische 8 hat er auch hingesprüht. Und er hat damals, wo er die scheiß Posterverkauf Bullshit da gestartet hat, um seine Stromschulden bezahlen zu können, hat er hier ja auch gesagt, hier haben wir die Fanwand, wo die Leute sich verewigen können, wo sie dann irgendwas draufschreiben können, etc. Blabla. Das hat er angestoßen. Als die Leute dann irgendwie, keine Ahnung, fetter Oger oder sowas hingeschrieben haben, da war es mir auf einmal nimmer so recht. Und dann hieß es, oh, die beschmieren hier widerrechtlich mein Eigentum. So, dass ich schuld bin, dass sie da waren. Das ist ja die Aussage. Ich bin der Sünder. Ja, du warst ja auch schuld, dass sie da waren. Du hast gesagt, bitte, kommt zu mir. Nicht traut euch, kommt zu mir. Damit hat es angefangen, aber das war nicht der Hauptauslöser. Du hast gesagt, bitte, kommt zu mir. Mein Versuch, hier Energy um 15.000 Euro Strom zu bescheißen, hat leider nicht funktioniert, weil ich hageldumm bin. Deswegen kommt bitte vorbei und kauft hier Drachenposter zu einem vollkommen utopischen Mondpreis. Bitte kommt vorbei. Deswegen sind die vorbeigekommen, Rainer. Dafür, dass die Straftaten begangen haben. Ich bin der Grund dafür, dass sie irgendwelchen anderen Mist getan haben. Und ja, ich sag aber, es bin nicht ich gewesen, der die Straftaten ausgeübt hat. Dementsprechend bin ich natürlich auch nicht... Ja, Rainer, du hast schon reichlich Straftaten ausgeübt. Ne? Ich finde auch wieder geil, wie er einfach nicht begangen sagen kann. Ausgeübt hört sich dann schon wieder ein bisschen euphemistischer an. Du bist häufiger verurteilt worden als Hater. Das ist Fakt.
dafür verantwortlich. Aber das sehen halt die anders. Ne? Und damit haben die wieder ihren Sündenbock. Das ist schwierig zu erklären, aber letzten Endes denke ich, weißt du ja, was ich meine. Ja, Schwierig zu erklären, weil es halt einfach nicht stimmt. Gell? aber, also, ja, ich weiß auch nicht. Aber gibt es nicht irgendwie so Situationen, wo du sagen würdest, okay, da habe ich jetzt vielleicht selber auch einen Fehler gemacht oder da, weiß ich nicht, das war jetzt selber Wenn er jetzt mit Traudeuch kommt, zu mir kommt, als seinen einzigen Fehler, dann. irgendwie blöd? Okay, wollen wir uns die Fakten mal ansehen? Ja. Jetzt wird er Matt. Hört das? Jetzt. Okay. Wenn du mir jetzt hier nervst, aber dann schauen wir uns jetzt hier mal die Fakten an. Hier der Gestapo-Ton wird schon wieder rausgeholt. Ich habe im Internet Videos gemacht, ich habe Livestreams gemacht, ich habe Aussagen getätigt, ich habe alles, was ich gemacht habe, war virtuell. Nichts davon war real oder hatte Auswirkungen auf irgendeinen von denen im realen Leben. Alles, was ich gemacht habe, war lediglich das, was ich gesagt habe. Rainer, Dinge, die du im Internet sagst und tust, sind nicht weniger real als Dinge, die du halt außerhalb des Internets tust oder sagst. Das Internet ist Teil der Realität. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das noch sagen muss. Ne? Wenn ich Leute im Internet bescheiße, ist es trotzdem Betrug. Ich muss denen nicht gegenüberstehen. Und wenn ich die im Internet provoziere und beleidige, dann ist es trotzdem Provokation. Dass du dich das nicht getraut hast, wenn sie dir wirklich gegenüberstehen, zumindest nicht, wenn sie halbwegs stabil gebaut sind. Irgendwelche Zwerge, die hast schon angeschissen. Aber in dem Moment, in dem da ein bisschen stabilerer Dude vor der Schanze gestanden ist, da hast du die eingeschissen und nimmer rausgetraut. Macht keinen Unterschied, ob du jetzt hier so eine Holocaust-Aussage im Internet machst oder auf dem Dorfplatz oder keine Ahnung, im Bundestag. Die ist halt immer lost und kernbehindert. Und du wirst ein Echo dafür kriegen. Und du hast dich dafür entschieden, auf die größte Bühne der Welt zu gehen, das Internet. Plattformen, wo du aus fast jedem Land dieser Welt drauf zugreifen kannst, um es zu sehen. Da hast du dich hingestellt, auf den allergrößten Marktplatz der Welt und hast Bullshit ins Internet gezimmert. Dass du dann irgendeine Reaktion bekommst, ist vollkommen klar. Es ist nicht weniger real, nur weil es im Internet stattfindet. Darüber, wo ich gesprochen habe. Ich habe niemals in meinem Leben von mir aus jemanden angegriffen, schon gleich gar keinen von denen. Das ist gelogen, Rainer. Das ist massiv gelogen. Erst hast du die Leute verbal angegriffen, als sie dann gekommen sind, hast du sie auch körperlich angegriffen. Und der Aggressor in der Nummer warst immer du. Und woher ich das weiß, weil du dafür verurteilt wurdest. Diese scheiß Pfefferspray-Attacke, da warst du der Aggressor. Ich habe nie bei irgendjemandem Stress gemacht. Ich habe nie bei irgendjemandem randaliert. Ja, weil du ein Dulli bist, woher hättest du denn auch hinfahren sollen? Ne? Die Leute haben sich ja nicht ins Internet gestellt und gesagt, hier, meine Adresse ist XY, 91448 Arschloch, bitte kommt vorbei und geht mir auf den Sack. Nichts getan, was die getan haben und dementsprechend auch nicht das verdient, was sie mir letzten Endes vorwerfen. Das Einzige, was man mir vorwerfen kann, was man mir wirklich vorwerfen kann, ist, dass ich mich halt nicht von denen habe unterkriegen lassen. Ja, also man kann mir das vorwerfen, dass ich mich nicht unterkriegen habe lassen und dass ich die Leute, meine Freunde, meine Familie verteidigen wollte und so Bullshit. Das ist auf dem Niveau von so, was ist ihre größte Schwäche? So, ja, ich bin Workaholic und ich arbeite viel zu viel und ich gebe keinen Wert auf mein Privatleben, bla bla bla, in einem Bewerbungsgespräch zu sagen. Das ist Bullshit, Rainer. Das ist massiver Bullshit. Dass ich mich nicht von denen habe fertig machen lassen. Dass ich mich nicht von denen habe in den Selbstmord treiben lassen. Das ist was man mir vorwerft. Jetzt kommt die Selbstmord-Opferkarte. Ja, das ist wieder ganz schwierig, Rainer. Weil auch das ist einer der großen Kritikpunkte und sicher auch einer der Gründe, warum viele Leute dich nicht ausstehen können, ist, weil du sowas instrumentalisierst, um dich selber noch in die Opferrolle zu stellen, diese Selbstmordkarte spielst. Das ist halt wirklich widerlich und wirklich jeder Mensch, der jemanden kennt, der sich selber was angetan hat, kotzt im Strahl und wird dich sofort hassen, wenn du das einfach nur als Instrument benutzt, um dich in die Opferrolle zu stellen. Weil es auch widerlich ist und schwupps hast du wieder ein paar neue Hater gemacht. Alles darüber hinaus kann man mir nicht vorwerfen. Ja, das sind jetzt aber nicht Dinge, die man dir vorwerfen kann, würde ich sagen. Also. Das sehen die Hater wiederum anders und das ist genau das, was ich meine. Ich bin der Sündenbock für ihre Taten. Sie sind es, die die Straftaten begangen haben. Sie haben hunderte von Menschen belästigt. Wie gesagt, alle Hater zusammen haben weniger Verurteilungen gekriegt wie du.
haben hunderte von Straftaten begangen über Jahre hinweg, über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. Sie haben meine Nachbarschaft, meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitgeber, die haben alles im Prinzip angegriffen, was mit mir in irgendeiner Form zu tun hatte. Rainer, du hast schon nicht mehr gearbeitet für irgendeinen Arbeitgeber, als das relevant geworden wäre. Das ist eine seiner liebsten Geschichten. Ist dieses, er hat ja eigentlich ein kriegendes Leben gehabt, aber er durfte dann nicht mehr weiterarbeiten, weil die Hater haben seine Arbeitgeber kontaktiert und haben ihn da schlecht gemacht und haben die angegriffen, etc., bla bla. Ist halt auch wieder hanebüchenster Bullshit, weil er zu dem Zeitpunkt, als das mit dem Hate so richtig losgegangen ist, schon nicht mehr in Lohn und Brot war, weil er sich schon da eingebildet hat, er wird jetzt YouTube-Star und jetzt fliegen die Barne beim Fenster rein. Und das einfach nur deswegen, weil es mich gegeben hat. Ich für meinen Teil wollte dabei eigentlich nur eine Sache machen. Und zwar mein Leben leben. Mehr Lebende. habe ich nie gewollt. Mehr will ich bis heute nicht. Ja, ist gelogen, Rainer. Aber das ist etwas, was mir... Rainer, du willst Ruhm, Anerkennung, Geld und Frauen und du willst nichts dafür tun. Das ist das, was du willst. Du willst nicht einfach dein Leben Lebende. Dein Leben Lebende, das hättest du hier in Altschauerberg auch außerhalb vom Internet machen können, dein dummes Maul halten, dir einen Job suchen und fertig bums aus Nikolaus. Leben Lebende war vor allem für dich eigentlich eine super einfache Option, der du mit so viel Kohle ins Erwachsenenleben gestartet bist. Haus ist da, Grundstück ist da, Kohle war da, du hättest einfach nur machen müssen. Leben Lebende hättest einfach nur machen müssen. Was die halt aber mir nicht gönnen wollen. Die wollen nicht, dass ich ein normales Leben führen kann. Schau doch mal an, was jetzt gerade passiert. Ich bin seit mehr als einem Jahr aus dem Netz raus. Und trotzdem... Nein, du bist nicht seit mehr als einem Jahr aus dem Netz raus. Du bist nicht seit mehr als einem Jahr aus dem Netz raus. Ansonsten würde ich jetzt hier auf diese Scheiße nicht reacten. Und ansonsten wärst du nicht Anfang 2025 wieder aufgefallen mit irgendwelchen Nummern auf diesen komischen Fetisch-Seiten da, wo er unterwegs war, wo sie ihm auch gesagt haben, dass er nicht alle Latten am Zaun hat. Und ein halbes Jahr davor, 2024 im August, schon mit dem ersten Blog wieder unterwegs gewesen. Damals war es noch Kommune. Ne? Ist dann später in Richtung Universum metastasiert. Damals war es noch Kommune. Machen die immer noch weiter. Trotzdem greifen die immer noch an. Weil du immer noch da bist, du Depp. Und weil du auch immer noch fleißig jeden Monat einmal kurz deinen TikTok-Account wieder aktivierst. Nichts mehr von dem, was ich früher getan habe. Und trotzdem greifen sie mich immer noch mit den gleichen Aussagen an. Stellen mich immer noch als den Menschen hin, der ich nie war. Übrigens, der Rainer, der beschäftigt sich mit der ganzen Haterei überhaupt nicht, ne? Seit einem Jahr ist komplett raus aus dem Internet. Der kriegt das gar nicht mit. Aber wir machen immer noch weiter. Natürlich, er sitzt die ganze Zeit da, weil er gedacht hat, okay, wenn ich jetzt hier nicht aktiv am Streamen bin, dann hört das alles auf. Und er wartet jetzt einfach darauf, dass alles aufhört. Aber Rainer, du warst zu präsent im Internet. Du warst zu präsent in YouTube Deutschland, als dass das jemals aufhören würde, Rainer. Die Social Media Karriere ist beendet. Ne? Der Traum ist beerdigt. Hör auf, ihn weiter ficken zu wollen. Ich habe mich mein Leben lang für Schwächere eingesetzt. Schon in meiner Halt dein Maul, du hast dich für überhaupt niemanden eingesetzt, außer für dich selber. Schulzeit habe ich mich für Menschen eingesetzt. In meiner Schulzeit habe ich mich für Menschen eingesetzt, die kleiner waren, die schwächer waren, einfach weil ich schon immer sehr groß und stark war. Ja, er war schon immer groß und stark und er hat immer für andere Leute, Rainer, andere Leute waren ja schon jeweils grundsätzlich scheißegal. Rainer, du hast deine Community aufgefordert, für Flutopfer zu spenden. Wenn du dich selber hingestellt hast, ich habe ja keine Kohle, ich würde dir auch gerne spenden, aber ich habe ja nichts. Und zeitgleich wirklich die egoistischsten Ausgaben aller Zeiten, unnötigsten Ausgaben aller Zeiten gegeben hast. Und zwar Microtransactions bei Pokémon Go. Das ist wild. Keine Ahnung, ich war auch lange so ein Microtransactions-Opfer. Ich habe es auch immer noch ein bisschen drin. Keine Ahnung, wenn ich ein Spiel spiele, das mir wirklich viel Spaß macht und dann gibt es da irgendwie einen komischen, richtig geilen Skin für meinen Charakter, wäre ich auch oft immer noch schwach, obwohl ich weiß, dass es dumm ist. Aber ich stelle mich dann auch nicht ins Internet und sage hier, ich habe leider überhaupt keine Kohle und was nicht. Wenn ich nur ein bisschen was hätte, um was zu geben, ich würde es ja machen, aber ich brauche alles dringend, um zu überleben.
bitte, bitte spendet hier diesen Leuten und im selben Atemzug löse ich dann irgendwie 50 Euro für irgendeine Microtransactions bei irgendeinem Drecksgame ein, dann bin ich halt ein Dirnenspross, ne? Ich bin psychisch nie besonders stark gewesen. Habe aber trotzdem halt die psychische Stärke besessen, dass ich mich verteidige, dass ich mich durchsetze. Ja, keine Ahnung. Da brauche ich nichts dazu sagen, ne? Ich war nie psychisch sonderlich stark, aber ich war immer besonders stark. Dass ich mich wehre. Selbst wenn ich darunter halt leide. Aber letzten Endes ist es denen alles völlig egal. War es auch immer. Autsch. Rainer, dein Leiden war uns immer scheißegal, weil es immer selbst induziert war. Rainer, du bist das personifizierte Radl, ne, Stecken in Speichen-Meme. Kennt ihr das? Dieses Meme mit dem Typen, der mit dem Radl fährt und sich vorne selber ein Stecken in die Speichen schmeißt und dann überschlägt sie ihn und er liegt da und schimpft über irgendwas, was sicher nicht daran schuld ist, dass sie ihn gerade überschlagen hat. Das, Rainer. Denen ging es nie darum, mir irgendwie oder irgendwas richtig zu machen oder falsch zu machen. Und das Witzige daran ist, du kannst das... Nein, natürlich ging es uns nicht darum, dass wir irgendwas richtig oder falsch machen. Wir haben auch überhaupt nicht den Anspruch. Den Anspruch hast du. Wir haben nur gesagt, dass du es halt mal wieder verkackt hast. Denen 1000-mal erklären. Das werden die in 100 Jahren nicht begreifen. Weil jetzt wird dir gespiegelt, man kann 1000-mal erklären und 100 Jahre blabla. Sie sich im Recht fühlen. Aber wenn man sich die Fakten anschaut und jeder, der sich die Fakten anschaut, wird dir sagen können, dass ich eigentlich nichts getan habe, wenn man mal davon absieht, dass ich mich halt nicht unterkriegen habe lassen. Ich kann das nicht mehr, Digga. Wie krass gespiegelt wird. Wie krass gespiegelt wird. Rainer, zigtausend Leute sagen dir, dass du derjenige bist. Und du sagst, ich bin nicht derjenige, schaut euch mal die Fakten an. Rainer, welche Fakten? Ich hab's euch doch gerade gesagt, es muss doch als Fakten reichen. Leute, wir sind bei 1 Stunde 6 Minuten. 7 Minuten fast. Wir sind nicht sonderlich weit gekommen dieses Mal, weil ich ein bisschen abgeschliffen bin. Ich hoffe, das hat euch nicht allzu sehr gestört. Aber wir machen hier beim nächsten Mal. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und in diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut und Metal off.